Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwenden. Wir spielen für euch die 16er Bund. Es hören seit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorbei. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Alles Backe spielen wir nach dem Wiener Schach. Die Quetsche klingt heute super fein, die Konterpumpe hinten rein. Uns Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum, Leidl, grüß euch, servus, grüß die Hände. Es wird Zeit mit Musik verweckt. Wir spielen für euch die 16er Bund. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch Gott, meine Lieben, wieder einmal Montag, Primetime, Winetime, Pavlatschentime um 20.15 Uhr. Diesmal die Ausgabe 285, meine Lieben. So sind wir schon fortgeschritten. Eine halbe Runde, eine Viertelrunde, eine Drittelrunde, oder wie man das sagt. 15 und dann haben wir die 300. 15 Wochen und dann haben wir 3:00. Bist denn du gescheit? Habe ich auch noch nicht bedacht. Ich bin wieder zu Gast hier im Südertonfeld. Danke für die Gastfreundschaft hier in diesem Hause. Großer Freude auch an euch. Grüß euch Gott, schön, dass du da seid. Ich freue mich gewaltig. Wir haben uns heute schon ein Warm-up gegeben beim Meier am Vorplatz in Heiligenstadt, wo das Sanatorium Grinzing. Genau, so heißen sie jetzt. So heißen es der Engelbert Mach und der Martin Vostl. Ja. Wunderbares Duo, sehr empfehlenswert. Ich glaube, jeden Montag spielen sie. Jeden Montag, glaube ich, ja. Beim Meier am Vorplatz in Heiligenstadt. Empfehlung, unbedingt. Da haben wir uns schon ein bisschen aufgewärmt. Und jetzt Stimmlich vor allem, ein bisschen gesungen so, ja. Der Michi Berfler war mit dabei. Eckerhanse vom Hanse-Ecker Trio, der war mit. Der Gromi war da. Der Gromi Manfred. Freddy Gradinger, Franz Horacek. Und das war's dann eh schon. Das war's dann eh. Und eben die zwei Musiker, wo wir uns schon am Nachmittag getroffen. Und dann haben wir uns das noch reingezogen, eine Stunde, wie wir es noch gespielt haben. Weltklasse. Ganz spezielle Grüße gleich am Anfang, muss ich sagen. Heute an meine Frau Mama. Ja. Ins Hanusch bitte von uns beiden. Liebe Grüße. Ich glaube, du schaust zu am Anfang. Oder du schlafst schon. Ich weiß nicht, aber ich glaube, du wirst den Anfang wirst schon anschauen. Vermute ich zumindest. Ja, also, ganz liebe Grüße. Ich grüße meine liebe Mami. Jawohl. Bravo, Mamsche. Gesund werden. Jawohl. Schnell, wenn es geht. Bitte. Ja. In unser aller Interesse. Ja, ich würde sagen, dass Mitmacher auf deine Frau Mama anstoßen können. Wir haben eine Flasche Wein checken. Begebe ich mich. So willst du es? Ja, bitte. Nein, warte, weiß ich nicht, ob es geht. Moment. Mal schauen, ob es geht. Kammerfuß müsste gehen, ja. Moment. Ja, aber ich bin im falschen Ding. Warte, jetzt muss ich nochmal zurück. Jetzt muss ich den Patrick eingeben. Patrick, Kamerakind, Patrick. Jawohl. Warte, ich muss herausfinden, welche Linsen. Es sind ja 3 Linsen. Ist es diese? Ja, das nicht. Das ist die Linse. Die muss man merken. Okay, passt. Du hast richtig eine Chance. Nicht? Ja, weil das sind 3 was weiß nie wo. Da machen immer Fotos die Leute nicht, mit uns und da kommt ein Handy mit 15 Linsen. Na, wo sollst du denn da hinschauen? Also Patrick, bitte. Passt, ich begebe mich auf den Weg. Ja. Begebe dich. So, ein Kühlschrank ist in Sicht bereits. Patrick schreitet dahin. Ja, offene Klinge und das auf YouTube. Das ist nicht family-friendly. Schau, was reißen wir an? Ein Graf. Ja. Wölschriesling. Sicher schon. Gute Wahl. Ja. So, da sind wir schon wieder. Bravo, Patrick. Ich bin ja schon wieder da. Ich hab schon. Und jetzt werde ich sofort meinerseits. Ich mein, Kammerkind Klaus. Das kennt ihr ja eh schon alle, die haben wir ja schon öfters genossen, Wölschriesling von Graf an 24er. Jawohl, was steht denn da drauf? Ihr wisst es ja eh schon. Trocken ausgebaut, jawohl. Qualitätswein aus Österreich mit 12,5 Volumensprozenten. Nicht wahr? Ist das für wenig? Für wenig? Mittel. Mittel eben.
Da schau her. Ja, der Schluckerl für den Patrick auch. So. Einmalig. Boah. Ich drehe jetzt die Kamera, weil sonst ist das Handy leer. Tu das ja. Wir brauchen sie jetzt eh nicht mehr. Nein, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Jetzt ist Wenn, es schon fertig. haben wir Pech gehabt. Auf euch, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Jawohl, und aufs Mamschi. Ganz speziell heute. Auf euch, besonders auf die Mamschi. Und natürlich haut eine bitte eine Orgie an rote Achteln Jawohl. für die Mama von Patrick, dass möglichst rasch wieder das Spital verlassen kann. Genau so ist es. Jawohl, alles Gute. Alles Gute. Eine Wohltat an. Ah, das deswegen, tut mir gut. weil Meier am Vorplatz ist ja durchaus bekannt für seine hervorragenden Weine. Das kann man schon sagen. Allerdings, also wir haben mit einem Sommerspritzer Vorlieb genommen, weil wir ja beide noch fahren mussten. Außerdem bin ich heute schon durchaus müde, auch nach einem arbeitsreichen Tag. Und wie gesagt, was mich sehr miert macht, ist einfach viele Stunden im Spital zu verbringen. Es ist schon ein bisschen eigen. Nicht? Es macht einen müde, muss ich sagen. Gebe ich offen zu. Ist ermüdend, was Ist soll einfach so. was soll er machen? Wer ist Tom- wohl da? Schau mal rein. Thomas Meier ist der Erste, den ich da habe. Servus. Da schau her. Habe eben Inventur gemacht, habe 72 Wienerlied-Titel im Karaoke-Angebot. Freue mich auf Freitag. Sehr schön. Weltklasse. Freitag freuen wir uns auch. Freue mich schon riesig. Unser traditioneller Feiertagsfrühschoppen beim Lentner. Ja, und wir haben schon gesagt, wir werden den Lentner, das wir ein bisschen ausrahmen, wieder für die Pavlatschen und ein paar Lentnerweine Ich haben. kann sagen, dass wir wieder ein bisschen Ja, wir brauchen Nachschub. Wein aus Stadt darum. So schaut's aus. Markus Volker ist da. Markus Volker ist dir gut. Herzlichen Dank, Markus, an deine sehr großzügigen Schmattes. Danke dir vielmals. Bist einer unserer Danke. doch schon lang dienender Fan. Warte mal, Markus, weißt du das? Naja, du wirst auch mit der Zeit rund um Zonko dazugekommen sein, nehme ich mal an. Ich glaube schon, ja. Muss eigentlich, war er eigentlich, oder? Ich glaube schon. Wie lange? Aber du bist schon lang dabei, das weiß ich, Markus. Du bist schon lang dabei. Vielleicht weißt du es noch, das hat mich Das interessiert. war interessant, Schreib's rein, ja. sei so gut. Aber danke nochmal für Ja, deine ja. Großzügigkeit, ganz leibend. Andreas Idinger ist da, grüß dich Gott. Der Servus. Raffi ist da, Fritzel Stadtguss, unser Grand Senior. Ebenfalls mit dabei. Landtagsstürmer Markus aus Mittelhessen. Jawohl, Schönen servus. guten Abend aus OBB. Ich wollte schon sagen aus der ÖBB. Ich glaube, du bist in Österreich im Zug. Aus OBB. Was ist es? Oberbayern? Oder Oberbayern könnte es sein. aber auf jeden Fall freuen wir uns, dass du Ja. dabei bist. Auch wenn du aus OBB bist. Sprachpolizei ist da, jawohl, lege mich trotz erlittenen Bauchstichs zur Stelle. Was heißt ein Bauchstich? Was? Hast du einen gekriegt oder selber zugefügt? Ja, da musst du dich erklären. Bitte darum, Sprachpolizei. bitte. Ja, unbedingt. Himmels Willen, Bauchstich. Du kannst schlucken. Nein, ich hätte heute fast einen Austeilt, gell? Mir wird gleich ganz anders. Mir wird anders. Naja. Ja. Ja, das, kleinen Schluck. Es wird dir nichts helfen bei uns. Bitte auch hier unbedingt. Haut eine Achteln, was geht. Gehen wir unbedingt, bitte. Der Wahnsinn. Aaron Acker ist da, servus. Aaron Acker, ich habe gesehen, du hast mir noch geschrieben, dass du bald was runterladen kann. Ich habe noch nicht das genau angeschaut und dir noch nicht geantwortet, aber ich habe es gesehen. Bravo Aaron Acker für deine auch gewaltige Unterstützung Da was der heißt, Sendung durch, na, deine, was durch heißt. deine Kameraaktivitäten und Schnittsachen und wie man so sagt. Grüß dich alle zusammen, sagt der Ulrich, grüß dich Gott, jawohl, Susanne Moses ebenfalls da. Grüßt alle. Der Maber, ja, Servus. der Hannes Spiesliner, schönen Abend an alle Pavlatschisti. Servus. Servus, KTM Junkie ist ebenfalls am Ah, Start. dabei, jawohl, servus. Jo, am Schoß von der Mama, sagt der Iron Acker schon, ohne irgendwas. Und jetzt lass uns doch mal ankommen. Also für meine Frau Mama natürlich. Ach so, stimmt. Ach so, Natürlich. ja, Nein, stimmt. ich hab schon fort. Also. Stimmt. Andreas Hidinger, Prost und liebe Grüße an die Mama. Maggie Jawohl. Pepperton ist da. Grüße vom Irrenhaus Hotel. Muss zwischendurch runter in die Lingerie. Also Waschküche. Also Lingerie heißt bei uns was anderes als das Waschküche. Die Lingerie. Die Lingerie. Die Lingerie. Und da fahren schon die Achteln. Mama Patrick, jawohl. Jawohl. Hätte es da aus dem Liegestuhl in meinem Garten einmalig. Bei Meier ist gerne wegen Beethoven. Ja, das ist natürlich, war ja ein Stammlokal vom Beethoven dort. Ja. Ist Ja, auch nicht zu übersehen, weil überall der Beethoven ist. Ja, klar.
Gute Besserung, Mamschi von Patrick, das wird schon wieder, sagt die hätte jawohl. Jawohl, wird. Nee, da Ja, geht's dir. ja, auf jeden Fall. Oberbrandenburg, meint der Matthias Mariacher. Wirklich? Oberbrandenburg? Ja, kann auch sein. Ja. Gibt's. Oberbayern im Urlaub, Landtagsstrom Ah, erklärt auf. Na, was, schon schau. aber ist ja vorher erkannt. Na, was sagt es zu mir? Also eigentlich habe ich das Oberbayern. erkannt gehabt. Gell? Ja, Oberbayern war ich, glaube ich, vorher. Nein, das Ach so, lässt hast sich du nachprüfen. vorher Das lässt sich nach, Wirklich, du wahr? hast mich nachgeplaudert. Ja, Ja, dann das lässt sich nachprüfen. nachgeplaudert? Das lässt sich nachprüfen. Da mal nicht mein Hirn gewonnen. Na, schaut erst. Aber ist super. Nein, wollte ich nicht leiden. Bin ich nicht leiden. Das ist ja Wahnsinn mit dir. verzeihen, ich bin unsmiert heute. Ja, Sag's geht mir nicht. ausreden, alles ausreden. Aber Oberbrandenburg klingt auch nicht schlecht. Ich weiß ja nicht, ob es das gibt, aber. Weltklasse. Aber ich habe den Schmattis mit dem Brettelspitzenschnitt abgearbeitet. Das glaube ich auch. Glaube ich auch. Na gut, jetzt kommt die Sprachpolizei. Eine Hornisse im Garten war der Täter, nicht nur der Ippenplatz ist gefährlich. Alles klar. Eine Hornisse, das ist schmerzhaft. Der Hornis, ja. Ja, aber. Paul Hartmann ist auch da. Servus. Leichte Verspätung. Na, macht nichts. Gruß von Simon, beste Grüße retour. Jawohl. Wildcat, Felix Lukan, Daniela Schläge, unsere Principessa, ich neige mein Haupt. Guten Abend, sind wir gerade erst von der Massage heimgekommen. No. Noch schön. No, so ist ein schlechter Geh. Jawohl. Helmut Zischke ist auch da. Grüß euch Gott, meine Lieben. Raum, jawohl. Na gut, pass auf, dann werden wir das mal wirklich gleich machen. Ne? Fangen wir gleich an mit dem Schuss von der Mama. Jawohl. Für die Mama, ist ja klar. Für die Mama ist natürlich aber heute Na, speziell selbstverständlich. für deine, ist einmal ganz klar. Kopfverlag hat, Knie auf die Schulter und die Finger zwickt und auf geschiefte Wunden ob Skiverreizung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gering, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man gern als Kleiner sitzt. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadel. Ob eingeschossene Scheibe oder beim Zündeln gar was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist mir älter geworden, möcht mir das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so,
die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst dein Kopf auf den Schoß von der Mama, dann wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Jawohl. Jawohl, liebe Mama, alles gut. Unbedingt. Unbedingt. Ui. Muss sofort meinen Ja, Wildcat. Finger im Wildcap, danke. 5 Euro von Wildcat von der relaxten Nymphi-Bande. Weltklasse, ich Jawohl, danke herzlichst. Dankeschön. Sunny und Nutzi, den einzigen vinophilen Nymphensittichen ever. Ja, danke schön, Wildcat. Prost. Mhm. So, vielen Dank für die Achteln. Was haben wir da alles? Achtel und sonstige Begeisterungskundtun werden da herrlich, danke euch. Gut schaut's aus, sagt der Felix Lukan. Dankeschön. Ja, gut. Es ist ja mir gedacht. Es wäre leichter, statt mit Musik, mit meinem Körper Geld zu verdienen. Na. Okay. Das war eindeutig jetzt. Willst du halt einmal Ich ansprechen? hab sogar sehr lange nachgedacht jetzt. Und so einem leider Negativ. wahren Ergebnis gekommen. Sprachpolizei hat schon gewusst, ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein. Ja. Ja, das stimmt. Kann, wenn es erwischt, Ja. Nein, aber das ist natürlich. Aber ich weiß nicht, ich bin da im Garten vor ein paar Jahren, da habe ich da 5 oder 6 Wespen gestochen. Ja, das spürt man schon, ja. Und da habe ich dann zum Nachbarn, die Uschi war nicht da, jetzt habe ich zu den Nachbarn gesagt, ich war auch im Garten, und ich gesagt, pass auf, schaut sich mal wieder um, ob ich noch da bin, weil ich weiß ja nicht, wie ich reagiere. Nicht auf. Und das war, ich habe kein Problem gehabt, Ja, aber ja. ich habe das gespürt. Ja, Also, spürst das, wie so ja. ein leichter Rauschzustand. So ein bisschen so nicht schwindelig, aber auch Aber nicht ein wirklich bisschen klar. So ein Damenspitzel. Ja, so Ivis ein bisschen, Ja. wow, irgendwie. Man dachte, das Gift, das kann ich manchmal doch, ja, 5 oder 6. Sicher, ja. Und das kann schon was, das Gift. Ich meine, Gott zum Glück nicht allergisch, Gott sei oder so, Dank, aber ja. halt ja, es reicht schon, wenn die da ein paar erwischen, alle Achteln. Alle Achteln. Was haben wir da, die Daniel-Schlägerin? Glaub mir, die alles nur nicht angenehm. Wurde ziemlich massakriert. Hatte gestern solche Verspannungen, dass meinen linken Arm nicht mehr hing. Jesus, naja. Ja, aber ich meine, sagen wir sie ehrlich, eine Massage, die angenehm ist. Ja, Entspannungsmassage. Aber sonst Massage tut, das ist ansonsten ist eine Massage, muss ja leider. muss eingreifen. Ja. Nein, ich hoffe, dir geht's Ja, besser. hoffentlich. Ich hoffe, dir geht's besser, Daniela. Ja. Das wäre schon wichtig. Jawohl. Schau, Sprachpolizei, 20 Euro sind gerade bei PayPal rübergewachsen. Ich danke dafür. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, mein Lieber. Ich danke dir herzlichst. Wird sofort da veröffentlicht. Als gutes Beispiel. Na, dann werden wir. Schau, Susanne Faber ist auch da. Grüß dich, Susanne. Du, aber dann machen wir, ich weiß, der Sprachpolizei mag das Lied sehr gerne Altotter kriegen. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Das auch, ja, auf jeden Fall. Und darum reißen wir es auch. Ja, gerne. Bravo, Ossi Oswald. Ist auch wieder Grüß dich, dabei. gut, das servus. Vogel. Altotter Krieg war vor circa 50 Jahren. Auch schafft mich ganz gerne Gassel. Das Kircherl war klein, der Brunnen aus Stein, der Wein, der ist kaum worden von Fassel. Schon als Birscherl war ich bei der Zehnermarie, hab Festunnel und Bosch und manches Trefferl verloscht, hat die Stimmung sich gehoben, haben's die Tisch zusammengeschoben.
den heute der Krieg ist mein Paradies. Neulich hab ich in ein Album Bildern gesehen vom 90er Jahren. Drüber stand ein kleines Sprüchel, alt unterkriegen, wie es früher war. Da erfasst mich eine Wehmut, schimmer es damals gewesen sein. Und mir fallen dabei die Worte von meinem lieben Vater ein. Alt unterkriegen war vor 150 Jahren eine Ortschaft mit ganz kleinen Gassen. Das Kircherl war klar, der Brunnen ausstand, der Wein, der ist kaum vom Fass an. Schon als Birscherl war ich bei der Zehner Marie, vom Festbrot und Bosch und manches Tradel vernascht. Und die Stimmung sich kaum ums den Tisch zusammengeschoben. Den heute Krieg ist mein Paradies. Richard Chappe. Alt Otterkring. Ein Wahnsinn, jawohl. Bienenstich bringt einen Rausch, nein, ich glaube, das ist die Nachspeise. Iron Acker. Nein, ich glaube, Da warst du ein Zuckerrausch vom Bienenstich. ich glaub nicht, dass ich was getrunken habe. Bist du sicher, dass das Schwummen von den Wespen war und nicht vom Wein? Ja, naja, sicher. Relativ. Da war erst der Schock vielleicht auch, weil das war, glaube ich, das erste Mal, dass in Klaus ja Wespen gestochen hat. Das ist schon natürlich ein eigener Schmerz, wenn man den zum ersten Mal. Oh, die Schrift, ich weiß nicht, war Vermutung jetzt. Das war so klar, bin ich schon gestochen. Ja. Das erste Mal, dass wir 5, 6 gestochen haben. Das war erst so viel halt. Ne? Ja, interessant. Ich meine, ich habe es nicht gespielt im Sinne von Nein. gespielt, Oh, aber immer schon doch, nein, irgendwas, ein bisschen an leichten. Oh, irgendwas ist, ja. Ja. Ah, von mir Lieblingslied, sagt die Maggie Pemberton. Ah ja? Schön. Spendenlink, sagt der Felix Lukan. Ja, habe ich keinen. Das geht nur, das steht in der Videobeschreibung. Aber fällt mir jetzt auf, weil du das sagst, ich glaube, dass man ja während dem Livestream, kann man da in die Videobeschreibung reinschauen eigentlich? Moment. Probier mal, schau mal. Geht das? Ich weiß gar nicht, ob man während eines Laufenden, ob das nicht erst nachher... Ja, geht auch. Kann man reinschauen. Du kannst alles lesen. Also in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung siehst du alles, ja. Da findest du auch die Möglichkeiten. Nicht über verzagen, PayPal, Patrick fragen, der Patrick kennt sich aus mit IT. Eigentlich gar nicht, aber gewisse Sachen weiß man halt nicht. Das ist unser Nerd. Im Laufe der Jahre hat man sich gewisse Dinge einfach auch angeeignet, klar. Durchs Machen und durch lernt man dann schon. Ja. Das ist einfach so. Das ist so. Also wie gesagt, Felix Lukan, danke für die Nachfrage. Aber du findest PayPal, Überweisungslink und auch natürlich... In der Beschreibung, ja. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Wir freuen uns jetzt schon. Danke dir herzlich. Herrgott an Star, geht? Ja, den werden wir machen dann. Können wir machen, ja. Bin noch längere Zeit auch wieder da. Monchi. Freue mich schon auf eure Musik. Bravo, Monchi. Weltklasse. Servus. Ja, schau, lauter Stummerstruktur, findest du in der Beschreibung. Schönen Abend aus Helsinki, Uli Slonek. Ja, grüß dich. Der Uli ist wieder am Start, grüß dich gut, gefreut mich sehr. So, ja. Machen wir Herrgott. Ja, aber davor. Was anderes auch. Ja, noch für die Susanne Faber. Ja, was? Regelspiel oder Trittverbot? Machen wir das Ringelspiel mal. Bitteschön. Oder? Ja, machen wir das Ringelspiel. Machen wir ein Medley. Machen wir ein Mädel, fangen wir mit dem Ringelspiel an und leiten zum Trittverbot über. Zum Beispiel. Eine Strophe. Ja, oder was uns immer einfällt. Halt. Weil Ringelspiel sind G, so drum halt immer nur. Ringelspiel sind G. Nein, es ist ein C. Beide sind sie, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, In G war es nur mit der. Ja, genau. Ja. Wir machen Ja, einfach genau. das Regelspiel und schauen, was passiert. Und hängen andere Lieder dran. Schauen wir, was geht. Wir lassen uns was einfallen. Mhm. Ja? Tritt nur sein, du herein, größter Jux, sehr groß und klein.
jeder Schimmel lackiert, wirkt frisch gespielt. Eine Fuhr, eine Tour kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie wie er kann, aber vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringerspiel, das ist ein Hitz und kostet viel, damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorne weg und rasiert oben selben Fleck und weg. Man kann sagen, was er will. Schön ist so ein Ringelspiel, wie beim Ausgesteckt sein, weil der Dorn noch ein Tore steckt aus. Da bleibt doch kein Weib besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10er Mess. Auf einmal, da wissen's von vorher die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr. Ja, sag, wo kommt diese Fröhlichkeit her? Da plaudert der Siemandl aus. Ja, der Dornblocher Tore steckt aus. Am Montag der Köhlergossen leideln, es ist nicht zum Fassen, schmeckt der Wein nicht sauer, weil dort gibt's einen guten Hau, das Essen hat 4 Hauen verdient, man daran keinen Makel findet. Drum bleibt halt keiner zu Haus und fährt nach Stammersdorf hinaus. Denn der Röschenschlaf ist jetzt vorbei, offen ist die Köhle dir. Zum Essen gibt es allerlei, zum Trinken oder nur kein Bier. Der gute Wein die Leute beschwingt, dazu eine klasse Musik. In ganz Stammersdorf spendet man Applaus, weil der Röschenköhler, der steckt wieder raus. In ganz Stammersdorf spendet man Applaus, weil der Röschenköhler, der steckt wieder raus. Am vergangenen Freitag waren wir 2 im Treppenboot. Dass ich nicht dabei war, das ist schon. Der unten beim Kassier, da hat er verragt noch ein paar Höhen. Ja, was ich sag, ich bin eine alte Fee. Was sind denn Sie? Dann sind Sie auf der Biese, weil uns ganz Person noch hören, Sound und Ton. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stelle ich mich immer mehr mit Ihnen her. Sie glauben, weil Sie da in einem Vogelhäusl sitzen, können Sie eine schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in Kitzen. Und da im Garten bin ich ein Garten, bin ich auch noch eine Stier. Kennen Sie die Geschichte von Franz nicht? Also bitte, wenn's nicht wissen, wie die geht, dann erzähle ich gerne Ihnen jetzt von einer Wiener Spezialität. Der Franz hat halbe Zeit, hat Zeit so viel am Freit und die verbringt er gern in der Natur. Da braucht er kein Benzin, fährt mit der Tram dahin. Und wenn man fragt, da sagt er nur: schön gewesen, am Donaukanal ist Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch ja gewiss nicht, kann reichen Papa. Mein Mirza, ja, die liebt mich so an. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Schön gewesen, am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall. Was haben die Leute einmal gemacht, wie noch kein Wein war? Wer hat die Stimmung dann gebracht? Das wird mir nicht klar.
da muss ja Fahrt gewesen sein. Und alles muss Start gewesen sein. Ohne Wein, ohne Wein, ohne Wein. Was haben die Leute einmal gemacht? Sagen muss ich. Wir haben's die Nacht nur verbracht, bis in der Früh. Was kann denn gemütlicher sein, als wir Musik, ein Wein? Du schau in den Himmel hinein. Ich hab ein Stickerl altes Wein entdeckt, dort hat sich die eine Gemütlichkeit versteckt. Dort rief ich alten Spezi, die Freunde und das versteht sie. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, die nur ein Herz für die Wiener Musik haben. Und ist auch manches schon dahin, dort findest ein Stückel altes Wein. Jeder Mensch wohnt auf der Erde, wie man sagt, sein Steckenpferd. Und das Weine ist daheim, dort wo die Weibel wachsen da. Wo vorm Haus ein grüner Buschenwinkel, ja, die Wehrlieder singt. So aus da unten, wo das Himmel fortgrund, so haben wir ganz aus unserem lieben Wiener Stoff. Wo der schwarze Kohle sitzt am Fass, wo das pure Gold trinkt aus dem Kiosk, da wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, wo selten immer mehr zu wieder ist, ja, wo ich Schrammen tut's uns nicht verlassen, bei Wien wär ohne euch nicht Wien. Was nutzen uns die alten Gossen, und Gemütlichkeit mit euch dahin? Wir haben schon tun und alles ein kleiner, drum haben wir unsere Schrammen gern. Mit so viel Herz spürt uns keiner, aber wer lieb wir so mir gerne her. Ein orchestraler Schluss auch noch, bei dem Deluxe Deluxe. Deluxe, da haben wir uns einen Schluck verdient. Ja. Du musst einschenken. Das bei mir auch. Einschenken. Aber warte, was du das Flasche schon in der Hand hast? Ein Schlückchen geht, ein Schlückchen. Ein Schlückchen. Beim Klaus ein etwas größeres Schlückchen. Jawohl. Ich bin ja da daheim. Nein, schön. Bitteschön. Wo ist dann? Sehr zum Wohl, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es enorm Freude gemacht, Ja, dieses Potpourri. Ja, du noch dich wieder der linke Arm weh. Wie ein Wahnsinn. Ja, unglaublich. Ich wäre alt. Ja, ich bin alt eigentlich schon wahrscheinlich. Ja, also aus meiner Sicht. Haben wir heute in der Runde, habe ich festgestellt, zu meiner Freude, lauter alte Herren und ich bin der Jüngste, ich bin das Nesthäkchen. Ja, vom Alter her, Vom aber Alter tatsächlich her, sonst bist du eigentlich nicht aufgefallen. Naja. Na was? Wurde erst Ja, letzte Woche wieder auf, so, 38, 40 geschätzt, aber doch, na, sehr nobel, gefällt mir erst. Weil ich frisch vom Barbier komme überhaupt, momentan schaue ich mir aus mit der Rübezahl, aber Ich bin frisch vom Papier, aber es nutzt auch nichts mehr. Es nutzt halt auch nichts mehr. So. Was haben wir da alles? Wo bin ich ich denn? habe mich da vom Radl heruntergeschwungen, da vor ein paar Damen. Da bin ich elegant angestiegen, weißt.
Gott, es ist sogar diesmal gelungen. Ne? Meistens passiert mir ja bei solchen Aktionen dann genau das, was man nicht will. Ich kenne die jetzt wirklich schon Dass man nicht elegant ausschaut, aber das war wirklich sowas von elegant. Ich kenne die wirklich viele Jahrzehnte, aber tatsächlich würde ich den Begriff gelungen, Eleganz war jetzt gelungen. nicht in den Bewegungsbereich. No. Elegant gekleidet. Das ist schon. öfter. Das ist schön. Aber jetzt, elegante Bewegungen müsste jetzt wirklich flügen. Nein, das will ich nicht. Das will ich nicht. Zu viel Sport. Ja, nein. Die Kartentippler plus von Brunner können wir nicht, manche leider. Die können wir nicht. Was haben wir da? Was gibt's Neues vom Bagger, sagt der Landtagsströmer. Naja, was will das sagen? Naja, ich meine, er steht in der buckligen Welt und ich bin da Wir sind da, angebunden. Ne? Aber ich habe schon baggert. Ich habe schon baggert und also ich habe bereits von allen vorhandenen Bauern, von fast allen, habe ich bereits ein Okay bekommen. Das ist ein leimendes Gerät. Der haben gut einspielen. Ja, er ist eingesperrt. Da draußen steht der Schlüssel, man weiß, wo der Schlüssel Nein, ist. Der im Dauereinsatz. Er ist eingesperrt. Ja, Bis du das nächste Mal rauskommst, hast du 500 Betriebsstunden Ja, drauf. das ist leicht. Ja. Und so ein Buben so leibend im Duett, schreibt die mir gedanklich. Dankeschön. Hat er mitgezählt, wie viele Lieder das waren? Nein. Nein. Also ich nicht. Ich auch nicht, nein. So schön gesungen von euch beiden und heute ganz besonders von Patrick. Einfach schön, auch die Harmonie von euch beiden. Hätte. Dankeschön. Das ist Danke, ganz lieb danke. von dir. Sprachpolizei sagt, bei Hitze sollte man nicht zu kalt trinken. Überlege mir gerade, ob ich mir einen Glühwein machen sollte. Ja, das Überlegen ist ja so. kannst, dass ich bin eher der Anhänger des, wenn es heiß ist, trinke ich was Kaltes, weil es Also- kühlt den Körper definitiv. Ja, also ich weiß, das hat man mir als Kind, gell, hat man sich immer Du musst reingedrückt. das Lauwarmes Du musst einen Tee Was trinken. Lauwarmes, ja. Und ich mir gedacht, es ist, also jetzt ganz ehrlich, also wenn was heiß ist, Und ich trinke davor was. nein, wenn was heiß grundsätzlich, wenn was heiß ist und ich will es kühlen, dann heizt es ja nicht auf. Nein. Definitiv nicht. Und umgekehrt, ne? Ja. Also, ich halte es wirklich für einen Ja, schlechter, für einen Ich auch. Blödsinn. Ich auch. Ich auch. Also, es ist automatisch, greifst zum Kalten. Ich meine, was vielleicht schon, dass man dann übertreiben könnte und zu kalt trinkt. Was aber ich schon einmal gehabt habe, dass ich meinen Magen verkühlt, unter Anführungszeichen. Magen verkühlt, Wie man so sagt, weißt du, so Dings, was sau heiß, kakelt in der prallen Sonne so 1-2 Stunden lang und haben wir noch so einen Dusch gehabt, einen halben Liter kaltes Wasser reingeladen, welches innerhalb von ein paar Sekunden wieder retour kam. Das ist ein kalter Schock da. Kalt ist, das kannst du, aber ich trinke schon Aber gern was kalt. sonst trinke ich, wenn es heiß ist, was Kaltes, ja. Also wenn es heiß ist, also was Warmes, da denke ich mir, naja, aber die Beduinen trinken das an Blödsinn. Ja, weil du das Wasser nicht saufen Weil kannst. das Wasser ankochen Wahrscheinlich. musst, ja. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber Vermutlich einmal. ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat, also aus irgendeinem Grund kriegst du aber in Dubai, man habe ich mir sagen lassen, ich war nicht dort, überall kalte Getränke. Und zum Beispiel bei uns in Dirken, ne, wenn es dann in einem türkischen Lokal was dann, da gibt es ja diese, wie heißt das, was haben wir getrunken, das Milch, das Ayran. Oder Ayran, wie? ja genau. Das Ayran. Schön kalt. Ja, das ist schön kalt. Ich meine, aber auf jeden Fall, du hast vollkommen recht, die Überlegung, wann schon was Warmes, Dann und wenn man das in die Glühwein. Relation setzen müsste zur Hitze, dann war Glühwein wahrscheinlich immer noch zu kalt. Da treibst du deinen Schweiß jetzt zurecht aus, wenn du dann trinkst. Genau, eine Kugel Eis. Kugel Glacé, genau. Ein Kugel- Affogato. Warum, Affogato. nicht? Ja, aber warum gibt es ein Eis, nicht, wenn das so Eis. steht? Ich glaube, das hat sich einfach irgendwann wieder eingebildet, dann hat er das erzählt und das ist wahrscheinlich der gleiche, der den veganen Blödsinn in die Welt gesetzt hat. Kaschmee, eiskalte Getränke können zu Magenbeschwerden führen Ja. und zwingen den Körper, die Flüssigkeit auf Körpertemperatur zu erwärmen, was zu zusätzlichem Schwitzen führen kann. Naja, aber das habe ich nicht. Glaube ich nicht. Ich habe das eher, wenn ich einen heißen Tee trinke, schwitze ich. Es ist eigentlich so, das ist die Abnehmvariante. Weil es einfach Kalorien verbraucht, weil es das ja auf die Temperatur des Körpers hochbringen willst. Aber wie gesagt, ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, also was ist richtig, die kalt anleerst, das ist genauso wie, du sollst nicht kalt duschen in der Hitze. Na, für was geht man dann ins Meer oder ins Swimmingpool? Ich meine, außer bei denen, die am Aufheizen auf 50 Grad. Verstehe ich nicht. Ich will mich ja ankühlen. Und natürlich, gestern ist aber es stimmt schon natürlich, da ist wahrscheinlich das Maß aller Dinge das Wesentliche. Wahrscheinlich, ja.
Und eben, so wie du sagst, das ist ja für den Magen sicher nicht leibend. Nein, wie gesagt, ich habe Das einmal habe ich sag ich das was. genossen. Ja. Es war nicht weiter schlimm, aber ich dachte, was ist jetzt? Ne? Es war auch gleich wieder vorbei, nicht? Innerhalb von einer Minute. Aber Ja, nein, aber das ist schon. Aber wie Ja, gesagt, aber das ein ist ein Tee ist gut, einfach, wenn ich erhitzt bin, bei was Kaltes. Aber das stimmt, dieses Eiskalte, das ist aber vor allem jetzt zum Beispiel, so, muss Amerika sein, so wurde mir immer erzählt, war ja auch nicht drüber. Die haben auch nur eiskalt oder brütend heiß. gute Reise, ja. Und ich war da einmal, wie heißt das da bei uns, dieses Café, das amerikanische dort ist. Diese, Der Starbucks. Starbucks, ja. Der Starbucks. Habe mir irgendwann gedacht, dass du mitreden kannst. War vor ein paar Jahren im Sommer. Nicht? Und habe mir gedacht, Ja, aber das hab gesagt, was habt ihr da? Was gibt? Ich verstehe gar nicht, was da steht. Da stehen Sachen an der Tafel und so. Teilweise verstehe ich die Worte, aber ich weiß nicht, was ist das? Dafür, es gibt dort alles nur keinen Kaffee. Nicht? Ja, ja, schon, aber auf jeden Fall, die hat mich da irgendwie halt wie einen alten Trottel aus einer Zeitreisekapsel, hat mir alles erklärt, was das da ist. Und dann gab es eben auch diesen, so einen, ich sage jetzt einfach schlicht und einfach ein Eisfrappé, oder wie man das sagt. Also, Frappé. Ja, also Kaffee Frappé, wie die Griechen Nein, ja, trinken, nein, nicht ein Kaffee, Nicht so, sondern das war immer, weiß ich nicht, mit einer Banane oder Vanille oder keine Ahnung. So Eis. Ein Eis. Ein Milchshake. Oder Ja, aber ein geeister Milchshake sozusagen. Ja. Ah, ja. Ich weiß nicht, sagt man Frappé? Ich glaube Frappé, ja. Ja, auf jeden Fall mir stehen und dann denkt man, na, das ist jetzt erfrischend und so ein bisschen süß. Habe auch gesagt, ich deppert mich. Das ist gleich hier gestiegen. Bist du gescheit? Das war ja, also ich habe gesagt, das gibt's ja nicht. Wie kalt ist das? Und dann habe ich gesagt, ich setze mich hin und warte, bis das ein Hat es bisschen geraucht? wärmer Ah, ist. nein, vielleicht war das ein Ding, ein Trockeneis drin. Nein, Blubber, blubber, blubber. Ich bin da gesessen, eine halbe Stunde, das war noch immer so eiskalt wie vorher. Also das müssen sie runtergefroren haben auf minus 7 oder 23 Grad. Das war ja nicht, ich habe gesagt, das kann doch kein Mensch zu sich nehmen. Das haut dich ja zusammen. Und ich glaube, das ist dann natürlich ungesund. Das glaube ich auch. Ja. In Spanien duschen nur Touristen kalt, die Spanier duschen heiß. Ja, ich nicht. Ich bin generell ein Warmduscher, nicht? Das ist Nein, ja, also Sommer wie ich Winter. dusche sowieso kalt, aber nein, heiß. Haas auch nicht, aber warm. Ich mache das nicht, nein, das will ich nicht. Deshalb trinkt die Araber beim Türken warme Tee bei Hitze. Nein, ich sag's dir, das machen sie nicht, wie ein Waldkeit. Ich kenne keine. Ich kenne einige, die Hause ist Cola mit Eis eine. Ja. Ich meine, ja, kann natürlich sein, dass das halt auch, aber oder eben das Eiran, das gekühlte Eiran, das ist aber nicht so eiskalt wie Nicht diese so wie Ding, das. Ja. aber halt das Eiran ist wird gekühlt. wieder Gefühl getrunken. Ja. Und es stimmt schon auch, also Tee wird schon getrunken. Das stimmt schon. Na gut, das wie bei uns der Kaffee getrunken wird, das Ja. ist die Kultur einfach. Wahrscheinlich, ja. Aber Aber- ich sage immer so, ein doppelter Mokka geht auch immer. Nicht? Also, da kannst 40 Grad und schmeckt der Maran, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, Der Wolfgang ist da, jawohl, ist die gut. Von wo sendet ihr gerade, Felix Lucan? Na, das müssen Sie jetzt aber schon wissen. Das müssen Sie das schon ist wissen. schon die Kulisse von Wien. Donaufeld. Studio Donaustadt. Ah, Donaufeld, Entschuldigung, Donaustadt. Donaufeld. Meint Klaus vielleicht eine Ice Cream Soda? Eine Soda hat das nicht geheißen. Was kein Ice Cream Soda? Aber, nein, das war Eist. Was weiß ich weiß nicht, wie der Scheiß da kann. Mir regt er das überhaupt auf. Aber ich wollte halt einmal, dass ich halt mitreden kann. Das war's dann schon wieder. Mit Starbucks. Ich wollte da halt nicht gewusst, welche Kräftkaffee. Ich wollte natürlich nur einen Kaffee halt haben, einen Mokka oder was, oder einen Espresso, nicht? Das Aber ich weiß nicht, haben sie sogar schon. haben sie, ja, Ich glaube schon. War auch nicht schlecht, aber Na, so vom Kaffee sind sie sicher nicht schlecht. Ja. ja. Ja, in Marokko Pfefferminz, heißer Pfefferminztee getrunken. Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt wirklich nicht, dass die den ganzen Tag nichts anderes trinken. Nichts anderes trinken kann man, ich glaube es auch nicht. Ich glaube es nicht. Aber ich kann mir irren auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die einen Tee trinken, das Gerade im sieht man ja Orient, oft. Also, wo man ja auch macht denkt, man wo ja. das Speiseeis eigentlich herkommt. Ja, Und meine ja. persischen Freunde werden das sofort nicken. Es kommt ja aus der Wüste eigentlich. Und das ist ja das erste Mal Eis produziert worden. Nicht? Also das Ja, ist, eben, ja. Ja, Es ist, zum Essen, ein Schleckerl. also ich glaube, ich meine, schwarz-weiß ist sowieso nicht. Aber das stimmt schon, natürlich ein Tee, das kann schon was, aber nein, das bringe ich nicht zusammen. Ich kann ihn trinken, so ein Heferl, eben wie die halt, Ja, ja. oder einen Kaffee. Aber dass ich jetzt einen ganzen heißen Tag nur warme Getränke zu mir nehme, Nein,
Schaffe ich einfach Nein, nicht. das geht nicht. Ja, vielleicht ist es gesehen, was weiß man. Aber Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die nur das trinken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber was weiß man? Das ist jetzt kann ich mir nicht vorstellen. Heißt nicht, ich weiß es, sondern schauen wir mal. Mir gesagt, ich war ein paar Mal in der Türkei, schwarzer Tee überall am Strand. Genau, ja. Am Strand gingen die Jungs damit auf und ab. Ist halt ein paar Jahre her. Damals Cola wenig verbreitet. Ja, du, ich meine, das sehe ich schon da beim Dirken auch, also wo ich nicht oft bin, aber das ist einer der besten Kebab-Hütten da in Transdanubien, der Safran, kann ich ruhig sagen, auf der Wagramer Straße. Und dort hast aber da hast du immer auch dieses Ayran, das ist ein kühlte Ding. Aber also ich würde sagen, es trinkt nicht viel, aber es stimmt schon, ein paar, ich sage eher mal von den Älteren, nicht die Alten, aber so von den Älteren schon, die trinken auch oft einen Tee. So, aber jetzt ein Heferl, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht gegen einen Durst. Das ist ja nicht so, wo ich jetzt sage, jetzt brauche ich einen halben Liter. Ne? Ja. Aber das stimmt, also da wird schon der Tee schon getrunken. Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich so, dass man sagen kann, naja, die trinken sonst nichts. Die trinken nur einen Tee und das ist gut. Das ist aber wie beim Kaffee auch, muss ich sagen, weil selbst in der eigenen Verwandtschaft, in der weiteren, mache ich nicht wirklich einen Kaffee für den Durst, aber das ist dann so wie der Starbucks-Kaffee ist, nicht? Wie immer so, ein kleiner Mokka, aufgespritzt auf einen Liter, sozusagen, verdünnt. Nennen es Whisky Marocain. Marocain, muss man sagen. Reden ja Französisch. Französisch, ja. Marocain. Ja, interessant, ja. So, Judy Austria ist auch da, Christi. Servus. Interessant, das kann sein, aber der Wolfgang sagt nichts gegen einen Sommerspritzer. So schaut es aus, haben heute auch ein paar genossen. Judy Austria sagt, der Rote geht warm auch. Nein. Bin ich sehr hakelig beim Roten, muss ich das schaffe ich nicht warm. Also Zimmertemperatur, wenn es jetzt noch? nicht im Hochsommer ist. Ja. Aber mehr als Zimmertemperatur geht nicht. Nein. Aber es stimmt, also eher schaffe ich einen warmen Rotwein als Weißen, einen warmen Weißen. Das stimmt. Warmer Sommerspritzer schmeckt auch nicht. Absolut. Nein. Muss kalt sein oder kühl eigentlich, ja. Oh ja, interessant eigentlich das Thema. Ja, wirklich mal schauen, was da wirklich dran ist. Weil oft hat das alles ein Klischee, nicht? Und dann, das stimmt dann aber auch nicht. Aber manchmal schon. Also das war interessant, dem einmal nachzugehen. Ja. Viele solche Gäste in der Schweiz, Tee mit Minze ist sehr gefragt. Aha. Na schau, ja dann. Ja, aber trinken die nur einen Tee? Das müssen Sie jetzt wissen, Maggie. Der trinkt sonst nichts. Ich meine, gut, die trinken kein Bier auch nicht, ich verstehe es sowieso nicht. Aber unabhängig davon, aber ich meine, jetzt haut sich der eine gebackenes Hühnerschnitzel. Und dann trinke ich so eine Standard Flüssigkeit. Oder pitchen Tee dazu. Oder trinken die was anderes. Ja, eben. Das Ding, allein schon mengenmäßig. Von mengenmäßig. Jetzt denke ich mir, Alter, ich war Durst und ich kann das nicht trinken, weil es so heiß ist. Ja. aber. Manfred Kraft ist da. Gruß an alle aus dem Hotelzimmer in Steyr. Wir verbringen 4 Tage in diesem hübschen Städtchen. Bravo! Sehr schön. Manfred. Weltklasse. Wobei das ist so, wie mein Urgroßvater immer gesagt hat, beim Wandern trinkt man nicht viel, das schwitzt man alles nur aus. Das stimmt. Ja, aber die Hette sagt auch was richtig. Nicht? So genussvoll langsam was Kaltes trinken ist herrlich im Sommer, aber wenn du dehydriert bist und schnell auffüllen willst, nichts besser als lauwarm. Ja, das stimmt. Ja, da wird schon was draus sein. Naja, wie gesagt, so wie der Sprachpolizei. Ich habe es einmal gemacht, der eiskalt runtergeladen. Also wirklich, das war aber wirklich mit Eiswürfeln drinnen, wie so ein Dusch. Glück runter und dann auf einmal haben wir gedacht, no. Nein, wie gesagt, das wird schon stimmen. Ich meine, so blöd sind die Leute nicht. Manche trinken halt einen kalten Sekt, das ist auch erfrischend. Bravo. So. Perlwasser. Der Paul Hartmann hat sich eine halbe Bier oder 2. Bravo. Seid ihr im Harry Home? Achso, fragt woanders, das ist es noch, ja. Weltklasse, ja. Wie war es im Rüssingkeller, fragt der Felix Lukan? Grandios. Ja. Im Garten gespielt, herrlich. Bis auf die Viecher. Wobei ist auch gegangen. Wir sind nicht zerfressen. Dann singen wir es nicht auf, aber bei uns. Du musst halt aufpassen, dass da nicht was reinfliegt. Ja. Das verschluckst. Ja. Entschuldigung, mal beim Händlerschnitzel ist es Saftlasche wurscht. Du hast auch wieder recht, war ein schlechtes Beispiel. Du hast recht. Da hast du recht, ja.
Sprachpolizei sagt, in Andalusien wird gerne gekühlte Mandelmilch getrunken. Heißt Horchata de Kufa. Oder Kufa. Okay. Ne, schau, also gekühlte Sachen gibt es schon auch dann. Ja. Interessant. Hat ja früher auch die Bierwärmer gegeben, sind Gott sei Dank verboten. Ja, stimmt. Die Bierwärmer. Hast du eingedacht? Die sind verboten, aber ich kenne 2 Wirtshäuser, da kriegst du noch. Ja, verboten Stammgast. sonst? Ja, aus hygienischen Gründen sind es verboten sogar, ja. Aber es gibt sie noch. Ja, Schwarz mit frischer Minze. Muss man als Wirt immer parat haben für Touristen. Ich verstehe. Interessant. Naja, gut, klar, dass die kein Achtel bestellen, ist mir logisch. Ja. Die wissen nicht, was ihnen entgeht. Ne? Eigentlich, ne? Was war das mit dem Hausmaster Plus oder mit geschupften Pferdl? Ja, Hausmaster. Na gut, naja, was die Bronner so, die sind nicht so unser Ding. Aber mit geschupften Pferdl könnte man auch essen. Ja. Den könnte man auch essen. Horchata de Horchata de Ciuffa. Horchata de Ciuffa wird das ausgesprochen. Ja, Horchata de Ciuffa. das klingt ja auch Weltklasse. Klingt auch, ja, warte. Na gut, dann begeben wir uns aufs heiße Tanzparkett, wenn wir schon diese Temperaturen philosophieren. Im Bertha, B-Flat. Ist ja Blues, also Rock'n'Roll, da müssen wir Englisch reden. Hätte zieht der geschupfte Pferdl, frische Socken an, grüner Glückgestreift, das ist so ehrlich an. Schmiede fester Brillatine, seine Locken an, putzt die Schuhe noch ein Haar, das sind kalt. Bei beim Domser Trost in den Lerchenfeld ist Perfektion. An der Ecken trifft der Tante Mitzi, was da abcheckt, das beliebte Pinnerkühl und nicht alles. Ihre Kleidung ist wie seine ganze Zeit und schick, sie hat beinahe echte Perlen und alles. Weil beim Domser Trost ist Perfektion. So gehen die beiden mit vergnügtem Sinn zum Domser hin. In der Garderobe sehen sie ein großes Schild. Die Bettegäste werden höflichst gebeten, in die Tanzlokalität ohne Messer zu betreten. Da legt der schupfte Pferdl eine Lage zur Rind. Sein Taschenpfeil hinter die Mütze und im Taschel einwärts drin. Da geht's in Stunden und Elan, gestraft der Cheetah-Pogan, gespielt von Charlie Wroppler, Charlies Golden Boys. Aushören alles und mit den Elastizität, die sich von selber versteht, schleift der Ferdinand die Minze aufs Paket. Das ist ziemlich übervölkert schon, weil beim Domser ist ja das schon wissen, Perfektion. Das Saxophon, das improvisiert, die Nummer erkennt, gib für eine Sing-Bad-Lohn. Beim letzten Ton, da hat er sigiert. Worauf der Pferdl sagt, das ist ein Gesicht auf. Aber gleich nebenan, da steht ein junger Mann, der glaubt, dass ihn der Ferdinand gemeint haben kann. Und erst über diese Randbemerkung sehr deprimiert. Der geschupfte Pferdl hat ihm nämlich einst die Mitzi entführt. Er findet das so sehr gemein, doch hast er Schlägerei. Da beißt er nur dem Pferdl in die Nase hinein. Der ist ganz desperat, der weiß sich kann rot, weil das Messer blätterweiß in der Garderobe liegen hat. Aber gleich drauf wird ihm besser, denn ihm fällt ein, die Mütze hat ja noch ein Messer. Er reißt sie zusammen, gibt dem Gegner einen ziemlich leichten Stesser. Durch diesen Stesser fliegt er durch das ganze Tanzpaket. Am anderen Ende biegt er traurig an der Wand. Und 5, 6 Tänzer, die ringeln sich am Boden. Davon schreit einer, jetzt gibt's wahrscheinlich ein Maroden. Daraufhin sagt der andere, warum nicht gern Toten? Sie schütteln sich die Hand und beideln drauf den Ferdinand aus dem Gewand. Kaum hat der Pferdl seine Floschner, sagt er zur Mitzi, reib mir's Messer aus der Duschner. Aber die Mitzi sagt, ja der Teufel soll's holen, jetzt hat mir wer mein Taschel gestohlen. Und in das der geschupfte Pferdl wehrlos war, hat die Übermacht ihm ziemlich malträtiert. Er war kein blaues Äuglein, dass er schwerlos war, das hat er mit kalten Umschlag ignoriert. Und er nimmt so oft in der Schädelbrot 2 Pyramiden, doch nächste Woche zieht der geschupfte Pferdl wieder frische Socken an. Grüner Göpp gestreift, das ist so elegant. Schmiede fester Brillantine seine Locken an. Putzt
die Schuhe nachher haut er's ins Gewand. Weil beim Tanzen draußen in den leeren Föhn ist wieder einmal Perfektion. Rock'n'Roll, yes, yes, yes. So anstrengendes Spiel. Oh, ist schon gut gegangen. Gut ist gegangen, nichts ist geschenkt. Ja. Ja, ich weiß, ja, früher. Oder was dann, mein Vater, der mit schon ein kaltes Bier. Aber dann irgendwann hat er schon gesagt, ein bisschen, hat es so kalt in der Hand, dass es ein bisschen wärmer wird. Ja. Bierwärmer sind Bierquälerei, absolut. Ja, finde ich auch. Viele ältere Schweizer, ja. Ein Hass Wasser zum Tisch, genau. Das habe ich auch oft gesehen. Ein Hass Wasser, was dann ins Bier rein. Also, ja. Stadthotel-Stil, ja. Da mache ich bestimmt so Hasswasser, dass sie sein eigenes Teesackerl dann hineingeben können. Ja, genau. Rock'n'Roll. Beziehungsweise das einmal aufgebrühte Sackerl dann noch ein zweites Mal aufbrühen. Kann man machen. Kann man Kann machen. man. Die Engländer trinken ja warmes Bier. Die Schöne der Frauen und die Kulinarik waren ja der Grund, warum die so ein großes Seefahrervolk waren. Ja, schon, aber die trinken warmes Bier, ist das so? Wirklich? Nicht nur. Es gibt aber die anderen, die so gewisse Sachen, die nimmst du aus dem Kugelkastel quasi. Ja. Wirklich? Ja, ja. Ich meine, ich kenne. Und auch typisch englisch eingeschenkt ohne Schaum. Nicht? Zimmerwarm und ohne Schaum, ja. Aber nicht alle. Also. Bitte, Herr Kollege. Dank der Regie. Dank der Regie. Habt ihr die Reblaus im Programm? Ne, freilich. Aber die haben wir eh schon gespielt letzten Mal, glaube ich. Aber leider in England ist das Bier eher nicht gekühlt, sagt die Maggie auch. Der anders gezapft und Muskelkraft. Viele Engländer sind entsetzt, wenn sie zum ersten Mal auf dem Festland sind. Wirklich wahr, ne? Na, dann kann ich Die Muskelkraft, die Pumpen, ne? Versteht ihr? Ja, aber dann kann ich nichts anfangen dort damit. Ne? Also, ja, Wahnsinn. Ja. Der Wahnsinn. Ossi Oswald sagt Leihwand, dank der schönen Weltklasse für das Slogan. Danke. Mit Taschenmesser kannst du nur Packungsstiegel aufmachen. Schau, die Monchi sagt, wir sitzen da und haben beim geschupften Pferd zu dritt mitgesungen. Weltklasse. Super. Hannes Spießler endlich geschafft. Die letzte Schachtel Bierkrüge aus Ton aussortiert, zusammengefasst. Und jetzt kommen die Biergläser dran. Brav. Hannes? Guinness geht auch wärmer zu trinken, sagt der Ironacker. Ich überlege gerade, ich trinke das ja nicht oft hin und wieder, weil in einem Bar da bei uns, wo es es gibt, ein Guinness. Es ist immer kalt, ja. Es war eigentlich immer kalt, aber eigentlich ja. Aber bei uns halt nicht, ja. Das kann schon sein, dass das natürlich dann nicht so Bei Guinness ja wieder irisch ist und das ist ja schon wieder ein bisschen anders natürlich. Ja, aber das wird trotzdem auch vom Wesen her, von der Kultur wird es gleich sein. Ne? Schätze ich mal. Der Bierkultur. Ja. Na, zum Wohl einmal jedenfalls, meine Lieben. Ich nehme einen kühlen Wein, Ja, was solange er noch kühl ist. macht mich schon neugierig. Der macht mich schon neugierig. Seid ihr wohl auf euch, bevor wir gleich weiter starten mit dem nächsten Lied. Newcastle Brown Ale, wahrscheinlich heißt das. Ja. Das stärkste Bier der Welt. Nein, wir waren schon begeistert vom Eisbock. Na gut, der Eisbock ist noch schlecht, das hat ja eigentlich mit einem Bier nichts mehr zu tun fast eigentlich. Naja, das wird wahrscheinlich gar nichts damit zu tun haben. Aber Ein Eisbock ist eigentlich ein ausgefrorener Alkohol sozusagen. Nicht? ja. Die Essenz, Die Essenz. das ja. Filet, das Filetstückel. Ja. Ja, ein Wahnsinn. Aber das Indian Pale Ale musst du eiskalt trinken, sonst ist es zu bitter wegen dem Hopfen, sagt der Hannes. Das Pale Ale, ja. Ja, also überhaupt, also ein warmes Bier, wurscht, ob es so gehört oder nicht. Weißt du, das ist einmal so eine Sache. Ich habe die ganzen Ales überhaupt gern, aber die sollten schon kalt sein. Ja, Ich habe sie sehr gerne, aber kalt. Ja. Die verschiedensten, ja. Die Maggie sagt, habe mich hier auf dem Festland nur langsam dran gewöhnen können. Aber Maggie, ich muss sagen, du hast dich ganz gut dran gewöhnt. Also, nicht du da Mimimi Sudan, gell? Weißt du, wir waren öfters dabei, wenn du Bier reingeladen hast. Dafür ist da auf den Inseln immer so gewisse Dinge, fällt mir immer Asterix und Obelix natürlich ein. Nicht? Das Wildschwein
gekocht mit Pfefferminzsoße. Ja, Das arme Schwein. Die arme Sau, die arme Sau. Das gehört braten und ohne Pfefferminzsoße, bitte. Ja, Dafür mit viel Knoblauch. ja gekocht. Das kennen die Insler wieder, wie ich immer sage. Knoblauch lieben sie nicht so sehr, die meisten. Ja? Habe ich mitbekommen. Ja, auch es ist allgemein halt, bei meiner Verwandtschaft. es ist die auch, Kulinarik. Ja, ist jetzt nicht, es ist einfach nicht eines der Top-Länder, sagen wir es so. Nein, das ist Sagen wir's definitiv so, ja. Definitiv. Und das war schon so, weil, wenn ich daran denke, also meine Tante, die ja in England gelebt hat, Ganz eine das Liebe. war ja, Gott ob sie selig, aber da Ja. war es halt schon so, dass die ganze Familie, wenn du gesagt hast, was schätzen sie am meisten am Heimatland ihrer Mutter, weil die waren ja oft herüben in Österreich, oder nach wie vor nicht. So ist das Essen. Das Essen. Das war ganz klar. Scheiß auf die Landschaft. Aber auch, wisst ihr, die haben es immer angefressen, was nur geht. Unpackbar. Ja, ich würde sagen, damit wir uns da nichts vormachen lassen, ein falscher 50er. Ich habe schon lange nicht gespielt. Bist du bereit? Mein Freund und ich, wir waren ein sauberes Gespann. Wir haben im Park einmal einen alten Mann. Sein Bärsel heimlich aus der Tasche gezogen. Sind gerannt und haben uns voller Lachen gebogen. Da war ein ganz neuer 50er drin. Voll Freude bin ich gleich zu meinem Vater hin. Hab ihm einen zackt und gleich ein Ohrfein gekriegt. Die hat bei mir so richtig gewirkt. Drauf sagt er, blöder Bub, hör gut dein Vater zu. Ein falscher 50er ist kein Gefängnis wert. Es hat schon mancher seine Freiheit geredet. Drum nimm's Papierl lieber schnell in die Hand. Zerknie das fest und noch ein Haus an der Wand. Dann Radio und geh in die Welt hinaus. Wer trifft den Kopf und zu ans Elternhaus? Und du meinst, das Schicksal ja mal schlecht mit dir. Komm zurück zur Mutter und zu mir. Nach Jahren schrieb ich einen Brief nach Haus. Liebs Mutterli, was nimmer rein nach Haus. Ich hab ein wunderschönes Madel gehabt. Doch hat ein anderer sie mir weggeschnappt. Ach Mutter, du, ich bring das nur da und gib mir auch meine ganze Freiheit rum. Da kommt im letzten Augenblick ein Brief, der mich noch zur Besinnung rief. Drin steht, mein lieber Bub, hör deiner Mutter zu. Ein falscher 50er ist kein Gefängnis wert. Es hat schon mancher seine Freiheit geredet. Drum nimm's Papierl lieber schön in die Hand. Zerknie das fest und noch ein Haus an der Wand. Wegen so ein Madel ist das Leben nicht aus. Wer trifft den Kopf und zu ans Elternhaus? Und du meinst, das Schicksal ja mal schlecht mit dir. Komm zurück zum Vater und zu mir. Karl Rudiner. Selten gespielt, Jawohl. aber schön. Jawohl. Haben wir aufgenommen. In der Tat. Karl hat sich damals bedankt. Auf unserer ersten CD ist er drauf. Der falsche Ja, stimmt. 50er, ja. Auf der ersten? Auf der ersten, ja. Wo du richtig Nein, auf dem, wo die Mama gemalt hat. Die Dann auf Bilder. der Vorstadt Plus ist Der er drauf. Vorschlag, Ich hab mir weil er noch gesagt hat, nicht, ob meine Mama noch frei war. Weil er gesagt hat, Genau, so das schick ist so. gemalt. Ja, genau. Deswegen habe ich mir es gemerkt. Sonst hätte ich das ja nicht gewusst. Ja.
Absolut leibend, ja. Meine Tante ist auch in London und ich war oft dort, sagt die Judy. Ja. Nein, ich war leider nie bei ihr, aber war nicht in London, sondern in Shrewsbury. Shrewsbury. Das ist da richtig. Ich glaube, Liverpool ist näher, glaube ich. Aber auf jeden Fall, ja. Ein Jägerschnitzel ist auch am besten, ohne Schwammerl und Sauce, dafür paniert und mit einer Erdäpfelsalat. Bravo, Ackerl. Bravo, Ackerl. Das klassische Jägerschnitzel stammt ja aus der DDR. Ne? Das war ja Also? Jagdwurst paniert mit Spirelli und so einem Ketchup quasi drüber. Jägerschnitzel der DDR. Jagdwurst Ja. paniert und die Spirelli dazu. Spirelli mit Paradeiser-Sauce. Das ist schon ein eigenes Gericht, nicht? Ja, sicher eigentlich. Das ist das jüngste Gericht. Ich war mal in Wales, sagt der Fritzl, Stadtguss, dort Fish and Chips sehr gut. Ja, das glaube ich schon. Also Fish and Chips habe ich von allen, die öfters auf der Insel waren, sind alle immer begeistert. Ja. Judy sagt auch, Fish and Chips Ja. ist super, aber bitte ohne Essig. Malzessig dazu, ja. Nee, ich habe das nicht gegeben. Wir waren da in München einmal und da waren wir einsam Pub und da haben wir dann auch Fish and Chips gegessen. Ich weiß auch nicht, ob da ein Essig dabei war. Nein, da war keiner dabei. Die waren aber Ja, gut. die war super. Richtig guter Backfisch, also wirklich der Ja, Teig ja, auch drauf, ja, es war wirklich gut. So ein gutes Und die Filet. Chips dazu waren nämlich auch gut. Ja, ja, Hand geschnitten, schöne, ja. war Also gut. das hat man echt, das war, aber ich habe es halt in München gegessen. Aber Ja, weil das Einzige, was noch offen gehabt hat, in der Nähe unseres Hotels. Das war Richtig. unser erster Brettelspitzen. ja, stimmt, war das beim ersten Mal Mal, ja. Brettelstock war das, ja. Beim Sendlinger Tor gibt es ein Pub. Ja. Das war überhaupt gemütlich dort eigentlich. Es Ja, bei mir das in Köln, war Hetz dort, ja. Aber da hat's dann, da waren wir Am noch einmal, Sendlinger Tor, da ja. waren wir dann noch einmal dort, oder war das eher an dem Tag? Nein, da hat er live, nein, eher an dem Tag. Und dann eine Liveband gespielt und wir gedacht, super, Ja. dass Live-Musik ist und die haben gespielt, waren auch okay, aber, und da habe ich gesagt, warum muss Klassische das sein? Folkmusik-Band, Ja, klassische aber Folkmusik. es war saulaut. War saulaut, keiner So kein laut, Mensch dass hat wir zugehört. sind gegangen, weil es zu laut war. Es hat kein Mensch zugehört. Nicht einmal ansatzweise. Ja, Also, das war viel zu laut, es war einfach nur laut. Und das hat mich so geärgert, ich gedacht, bitte habt ihr alles Salz erwaschen. zu wascheln, was ist da? Voll Teilweise mit der pfiffen, Lautstärke. die Ja, Anlage und furchtbar. so. Das Nein, wir sind dann gegangen, weil es wirklich zu Weil laut es war. laut Ich ist, gesagt, ja. das hat keinen Schmäh mehr. Ne? Ja. Weltklasse, sagt der Felix Lukan, dank der Schee. Schmattes einblenden, bravo Wolfgang. Dank der Schee. Wird sofort eingeblendet. unbedingt, danke für den Tipp. Ja. Dank der Schee. In der Videobeschreibung, wie wir heute schon festgestellt haben, könnt ihr nachschauen, die Details. Weil wir freuen uns, wenn euch die Musik taugt. Der Und wenn ihr Detail. uns unterstützen wollt, dann haut eine an Schmattes Dankeschön. für die 16er Buben. Danke Dankeschön. euch vielmals. Da muss ich mal so dazu sagen, wenn ihr weiterhin wollt, dass dieser Kanal erhalten bleibt oder so irgendwie, wie sagen Sie immer, so irgendwas. Wenn ihr wollt, dass es weitergeht, dann es geht sowieso weiter. Ja, ne, das ist, Aber es war leibend, wenn es etwas zahlt. Sagen wir es so. Dann ist das ehrlich. ist richtig gesagt. Dann Aber ist ja, das ehrlich. ist völlig richtig gesagt. So. Ja. Ein kleiner Schluckerl auf euch. Ja, nimm mir auch. Auf euch, meine Lieben. Nimm mir auch. Auf euch. Die klingen halt wirklich schön. Ja. macht er Wahrscheinlich, weil die Guten ausgefasst hätte. Ja. Schau, der Sprachpolizei sagt, euer Repertoire ist unglaublich, die vielen Texte behalten eine Meisterleistung. Bin froh, dass ich weiß, wie ich heiße. Ne, danke schön. Danke, danke. Ja. Kinderschnitzel. Habe ich noch nie gegessen, nicht einmal als Kind. Der Herr weiß nicht, welches Fleisch das ist. Nein, früher hat es so andere Namen noch gehabt, immer so. Da hat es immer meistens ein Mickey Mouse gegeben und ein Donald Duck und sowas. Habe ich aber nie gegessen. Mein Bruder Biene Meier. Ich Ja, habe ich einen war ja. Schnitzel gegessen. Ja. Sag, was mache ich mit dem Kinderteil? Das ist unglaublich, ja. Die haben Lyrics-Computer in ihren Hirn eingebaut. Ja, das ist alles Nein, das analog, ist- das rennt alles analog da drinnen. Nein, da britzelt es schon kräftig. Ja. Da funkt es schon. Was sagt die Monchi, ihr seid einmal? Wie kann ich euch ein Schmattes zukommen? Ja, habe ich eh. Oder warte, das bin ich jetzt spät dran, ich tue es noch mal ein. Blenden Sie Das es noch. hilft eigentlich nichts, wenn ich das einblende, weil die tatsächlichen Informationen findest in der Videobeschreibung. Da gibt es ein IBAN mitsamt BIC, wenn das aus dem Ausland kommt. Wir haben über PayPal die Möglichkeit, man kann Kanalmitglied werden für 4,99 € im Monat. Ist man offizieller offizielles- Supporter der 16er. Ja. So schaut's aus. Da spielen wir noch gut. Ja. Danke, Kaffee, für Bin so jeden. schön. Ja, bitte.
Mach mal. Was machen wir denn? Ah, ja, Umstände, ja. Was ist Dora. Das Schönste im Ausland, dieser Vorgarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich einfährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann schön sein, doch daheim ist halt daheim. Da kenn ich ja jedes Gassel, jeden Stall und jeden Baum. Drum sag ich halt immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Oft ergibt es sich im Leben, dass du fort musst von zu Haus. Dann stehst du in einem fremden Land und kennst dich nicht aus. Am Blick schleichst du dich zum Bahnhof, schaust voll Sehnsucht auf das Gleis und eine kleine Melodie erklingt in dir leis. Das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich einfährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann schön sein, doch daheim ist halt daheim. Da kenn ich ja jedes Gassel, jeden Stall und jeden Baum. Drum sag ich halt immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Viel zu selten gespielt von Ja, uns. in der Tat. Viel zu selten gespielt. Eine wunderschöne Nummer. Wunderschönes Lied. Es ist ein bisschen hart, nicht? Weil also das Schönste im Ausland, muss ich jetzt ehrlich sagen, ist wirklich eigentlich in der Regel nicht die Vorkarten. Also das ist eher dann was, wenn ich wohin muss, Ja, ich will wieder heim. will wieder heim, ja. Es ist ein bisschen, man sollte es mit einem Augenzwinkern Aber betrachten. es ist aber auch so, glaube ich, gemeint. Also von Ich weiß nicht, ne? War der früher, ich glaube, sie waren schon sehr. Heimlich schleichst du dich zum Bahnhof. Ja, eh. Nee, nein, das mache ich sicher So, nicht. voll Also ich war in München und nie am Bahnhof. Oder in Frankfurt oder. Oh ja, da bin ich mit Zug gefahren. Da Gezwungenermaßen. bin ich mit Zug gefahren. Ja, das Blödsinn. Aber ich bin jetzt nicht hingegangen extra. So. Also ich weiß nicht. Ja. Oder in Griechenland. Ja. Ich glaube, es war eher nicht so, dass Nein, das Heimfahren. Nein. Also es ist Sicher nicht. mit einem Augenzwinkern zu sehen. So, Schluck Weindl. Was wird hier diskuriert im Chat? Goldene Worte, Kannst sagt du der nicht Sprachpolizei. Mein Leiblied, ja, Megapampern, genau. Wolfgang Sodan Schmatt ist unterwegs, danke dafür. Danke. Iron Acker, bald kann man auch den 16er Fanclub beitreten, richtig? Ja, Muss man dauert bei ein Ronald bisschen. nachfragen, wie der Status mit dem Amt ist. Einzig Problem beim Fanclub ist, dass die Buben nichts direkt davon haben. Nö, das macht doch nichts. Das macht doch nichts. Wir haben direkt was davon, weil wenn es bitte einen Fanclub gibt, einen 16er beim Fanclub, allein nur das. Ist da Das ist doch was für uns wert für Meinung. uns, oder? Ja, Absolut. Ja, schön. außerdem werden wir schon die eine oder andere
Schicht haben wir schon Sie erlebt. wird's Der, geben, ja. der Thomas Mayer hat letztens eine Idee aufgebracht, zum Beispiel für eine kleine Fanreise, die jetzt nicht groß ist, eine machbare Geschichte sozusagen für hiesige, natürlich. Aber der Roland hat gesagt, wir wollen dann schon mal schauen, dass wir vielleicht mal in Deutschland und in der Vielleicht Schweiz was aufziehen. Vielleicht einmal eine Münchner Partie Ja, machen so oder so nach irgendwie. München fährt oder so. Oder Ja. vielleicht mal raus. Mal schauen, Ja, schauen wie wir sich mal, das ja. entwickelt. Aber für uns ist es leibend. Wir haben auf jeden Fall was davon, weil auch schon die wirkliche. Diese Wertschätzung, die von Ja, euch das Privileg, gebracht wird, also. das ist was Schönes. Das ist wunderschön. Absolut leibend, ja. Die Texte haben sie mit 30 gelernt, die können sie. Ich frage aber nicht, was vorgestern war. Was war vorgestern? Was war denn gestern eigentlich? Wien, ja, bin aber stets ausschließlich dort, wo gerade sein will. Was, nicht passt ja, ja. das ist in Ordnung. Ja. Ja, Maggie, du bist jetzt so vom Typus her. Gell? Ja. Ich bin jetzt wieder einer, der Ich brauche eher schon statisch ist. Dings. Und von dort unternehme ich dann schon Ja. ganz gern was auch. Nicht? Also das, Aber ich muss jetzt zugeben, wenn jetzt nicht unser Arbeitsmittelpunkt da in Wien wäre und wir da nicht dieses wunderschöne Haus haben, was mein Munkelein damit da herrichten hat lassen und alles. Und, also von dem her, also Wien wäre jetzt tatsächlich nicht mehr meine Stadt. ich aber bin selig in Niederösterreich seit Ja, 20 Jahren. ja, wirklich, definitiv. Definitiv, ja. aber ich komme, so wie du auch, Länger als ich 20 komme halt immer wieder gerne auf Wien. Also Ja. das ist dann schon. Ich komme also gerne Wien- auf Besuch, ja. wirklich gerne. Ja. Das ist schon meine Heimat, Das- muss man sagen. ja, Also es ich bin ist da so, aufgewachsen. Ne? Das muss man schon sagen, aber ich schaffe es schon ohne die Stadt. Also ich war Ja. da nicht lang weg, aber also jetzt ein Jahr oder was, aber ja. Wenn ich am Strand sitze, denke ich auch immer an Favoriten. Bravo Aeronaker. Das meine ich eben, ja. Das ist gar nicht so. Ja, der Klaus und sein Bagger. Naja, gut. Favoriten. Genau, Das meine Land der Brotfabrik. Weinviertelruhl, sagt die Judy. Also für mich persönlich kann ich eigentlich wirklich festhalten, weil mich der Wolfgang drauf bringt, Heimat ist dort, wo mein Bagger steht. Pass auf, und jetzt habe ich was gesehen. Jetzt muss ich noch schauen, wie ich sowas herkriege. Und zwar habe ich gesehen, auf einem Video, der hat einen Bagger gehabt, einen kleinen Bagger, und hat vorn aufgepickt, quasi 2 Augen, so große, weißt du, was sie die bewegen, die so 2 Augen aufgepickt. Ich weiß, ich muss erst schauen, wie ich das herkriege. Aber sowas brauche ich. Und wenn ich das habe, dann heißt mein Bagger Blue Elephant. Also bei mir blauer Elefant halt. Ne? Aber das war mit den Augen, schaut leider Die aus. Augen, ne? Ja, bitte, ja. Schaut super aus. Also, jawohl. Patrick, jetzt willkommen im Hanal Club. Ja, genau. Im was? Im Hanal Club. Im Handel Club, ja. So, pass auf, weißt du, was wir jetzt spielen? In Nachtfutter. Spielen wir Nachtfutter. Ja. Den reißen wir jetzt an. Die Nachtfutter. Ich muss jetzt echt überlegen, die Tonart. Wie die Judy gesagt hat. In C, gell? Hab ich das doch gut. Von mir. Sie liegt in ihrem Zimmer, die Augen sind schon drin. Die Schwester bringt eine Suppe, sie meint's ja nur lieb. Sie hat ein schönes Leben gehabt, jetzt gibt's nichts mehr zu tun. Und wie sie ihr Lied hört, da merkt sie, da hat's nichts mehr verloren. Wann der Nachtvater singt dein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Er hat kurz nicht aufpasst. Auf einmal schäbert's und krocht's. Dann dreht sich mein Auto kreuz und quer durch die Nacht. Da liegt er dann einzwickt, er kriegt kaum mehr Luft. Da
er sein Lied in der blechenen Gruft. Wann der Nachtvater singt, dein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Die Mama umarmt's fest, ja sie zerdrückt sich schon fast. Das Munterbleiben ist für das Mannerl nur mehr eine Last. Der Arzt sagt zu den Eltern, es dauert eh nicht mehr lang. Da hört schon das Kindl an friedlichen Gesang. Wann der Nachtvater singt, dein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Na 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 kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Jawohl, jawohl. Schön. Nachtvater. Okay. Dankeschön. Gratuliere Danke dir dir dazu. vielmals. Ich gratuliere dir dazu. Ja. Wunderbare Komposition von dir wieder. Dankeschön, danke. Absolut, ja. Wackelaugenfachgeschäft. Danke, Landtagströmer, für deine... Ist ja eine gute Hilfe jetzt. Ja, das war klar. Der Iron Acker sagt, das Bankerl im Wald geht vermutlich immer noch nicht gemeinsam. Nein, wir sind definitiv War nicht nicht, zusammengekommen. wann wäre das gegangen letzte Woche? Ja? Was kostet denn ein Bagger so? Ja, du, Felix... Sag mal so um einen Fünfer. Ja, einen Fünfer, den habe ich beim Bauhaus gekauft. Das ist so ein kleiner Bagger. Kostet einen Fünfer. Mikrobagger, ja. Mikrobagger. Also der Schäbach nennt es Minibagger. 600 Kilo, oder? Richtig. Und ein bisschen größer Tonnenbagger, 1,2 Tonnen oder sowas, du musst rechnen, ja, fängt auch irgendwo bei 7, 8 an. Ein Zehner. Aber ein Zehner musst du rechnen. Bei den Chinesen jetzt, wohlgemerkt, ja. Ein Bobcat und so weiter kostet 35. Hitachi, Bobcat und wie sie alle heißen, ja. Aber wie gesagt, das ist halt wieder was anderes. Na meiner, ein Fünfer. Ich habe das Motorrad verkauft um einen Sechser. Und dann Bagger um einen Und um einen Fünfer. Fünfer Bagger. 5,3 glaube ich mit Zubehör, alles. Das Welches ich ja schon erwähnen muss, natürlich das Zubehör, einen Teil davon, einen Ja. essentiellen Teil, durch meine Hilfe Ja, in die ja. Klause kam. Definitiv. Nach Botschenau kam. Definitiv. Gut, ich bin quasi vorbeigefahren fast. Ja, du bist eigentlich zum. Ja. Nein, ja, nicht ganz, aber fast. aus dem Bauhaus Oberlau. Bauhaus Oberland, die haben das noch gehabt. Ja. Das einzige Bauhaus, das 3 das drin, noch ja. nicht gehabt hat. Ganz interessant. Ja. Nachdem wir uns getroffen haben, zu Pavlatschen am Montag vor 3 Wochen, Und man muss habe ich jetzt natürlich gedacht, ja. weißt du was, ich nehme das gleich mit. Genau. Das ist ja und, kein Problem. Und was man jetzt dazu sagen muss, Sicher. Gott sei Dank habe ich mich üppigst schon seit 1,5 Jahren oder länger Damit, beschäftigt. ja. Weil jetzt habe ich gewusst, genau das brauche ich. Und ich habe gewusst, das ist ja nicht so leicht zum Bekommen. Und darum habe ich das noch gekriegt. Und sofort zugeschlagen und habe alles. Ich habe alles auf das Trinken geschlagen. Das ist ein Das Wahnsinn. hat doch wunderbar funktioniert, das Abholen dort. Nicht? Also, es war wirklich reserviert und es war wirklich der Name, es war alles da. Ich war genau 3 Minuten dort und bin schon gefahren. Ja. Sprachpolizei sagt, walzend über den Jordan oder die Donau. Das ist Wern. Das stimmt. Im Dreivierteltag Werner gemiert. So. Das ist Werner gemiert. Aber über den Jordan gehen, schicken, ich meine, das ist ja wieder eine andere Geschichte. Aber das ist zum Aber- Beispiel etwas, was ich oft gesagt habe, ich verstehe nicht, mein Land der Berge über die Bundeshymne haben wir oft schon diskutiert und so. Aber ich finde, ich meine jetzt wirklich, Österreich, ich weiß schon, Wien ist nicht Österreich, aber Wien ist halt die Hauptstadt.
Ich finde, Österreich müsste einen Walzer als Bundeshymne haben. Das war halt eigentlich. Das gehört. Also so wie eben der Donauwalzer, eigentlich, sagen wir sie ehrlich, ist ja die geheime Hymne. Ja? Eigentlich, ja. Aber stell dir vor, du hast einen Wald, da haben alle ärmere Hymnen, dann kommen die Österreicher drauf. Das war's. Aber auf uns hört ja keiner. Auf uns hört Super, keiner. mit der leichten Verzögerung. Also, herrlich. Fritzer Status bringt den Namen Blauer Dumbo ein. Schau, der Wolfgang, so traurig es auch ist, das Lied holt die Ganselhaut raus. Jetzt fehlt noch der Ja. Erdäpfelsalat vom Läusl. Ja, können wir schauen mal. Ja. Hotzenplatz ist da, jawohl. Ja, servus, Christi. Da war der Ludwig Hirsch im Raum. Aber gut, sehr gut, ja. Es ist ja. Aber ich bin dann draufgekommen, letzter Zeit, es ist sehr schwierig, ein Lied zu schreiben mit einem Ja, österreichischen Dialekttext, ja. vornehmlich Ostösterreich, Wienerisch, oder überhaupt auf Deutsch, wo nicht Parallelen gezogen werden, zu diversen. Das ist eigentlich wurscht. Es ist eigentlich wurscht, was du schreibst, es ist immer, es fühlt sich jemand erinnert an einen anderen, der halt auch Lieder geschrieben Ja, hat. interessant. Reinhard Ja, May, ich denk grad noch. Ludwig Ja. Hirsch, gut, das Austropop-Wetzer und Tanzer, ja, das sind oft Sachen, das stimmt, ja. Aber ich glaube, das liegt daran, dass man einfach diese Art von Musik, wenn es jetzt so wie da nicht ein ganz klassisches Wienerlied ist, aber automatisch irgendwo in diese Schublade, verständlicherweise in diese Schublade Austropop. Austropop und Anführungszeichen. Ja, Ja, genau. Da geht es um ja, genau. Fender ist keiner, Ambros ist keiner, Wilfried ist auch keiner, SDS ist auch. Na, Hirsch. Ja. Oder immer geht sogar weiter zu den Liedermachern, ebenso wie Reinhard May. Ja. Aber ich glaube, dass das einfach wirklich, das ist also, weil das Lied, oder zum Beispiel, es gibt, das hat einer gesagt, und da haben wir dann gedacht, ja, stimmt. Und zwar am Anfang, nicht? Sie liegt in ihrem Zimmer, die Augen sind schon trüb. Das ist eigentlich Arbeit. Also, nicht, das ist nicht das, sondern es klingt nach dem Arbeit vom Ostbahn-Kurti, respektive eben Bruce Springsteen. Aber eigentlich so, wie es der Ostbahn-Kurti gesungen hat. Nicht? Das ist, man verbindet sofort was damit. Das ist sehr interessant. Bei uns halt. Wahrscheinlich war das so, weil das so markant. Das war so markant damals, die Zeit ja. überhaupt. Die Ja. Art, sowas war ja noch nie da. Das ist so einzigartig, was da entstanden ist damals. Ja. Das ist wirklich interessant. Also insofern hat es bloß. Das ist so eingeprägt bei den den Leuten. Ja. Das ist, also ich merke ich selber, wenn ich zum Beispiel ein Lied schreibe und ich spiele das dann so, und dann frage ich oft, gibt es das schon? Aber das ist nicht gestohlen oder was, das ist nicht angekupfert, sondern man macht das und das erinnert halt dran. Ja. Das ist so wie der Läusl. Gut, beim Läusl war zumindest das Thema war ja Absicht. Das war ja damals eine Hommage an Ludwig Hirsch. Ja. Danse macabre, Sprachpolizei. Ja. Wackelaugen 15 cm gibt es in Amazonien. 15 Dort gibt es es sicher. So viel? 15, ja, so. Ja, das war jetzt schon. Muss ich schauen. Wackelaugen. Also unter Wackelaugen muss ich schauen. Bob, der Baumeister Klaus, der Baggerfahrer, sagt die Susanne. Der Baggerfahrer Klaus, jawohl. Wir warten auf die Baggerlied, sagt die Megi. Ja. Winterreifen für den Bagger. Nein, der hat Raupen. Ich bin leer. Beim Donauwalzer gibt es keine Diskussion über Töchter, Söhne, das stimmt. Das stimmt. Bei den Hymnen im Sport ist 2/4-Takt angesagt. Ja, aber eben doch nicht bei uns. Braucht Wien nicht schon lange eine Landeshymne? Wien ist ja das einzige Bundesland ohne Hymne. Ja, besser ist. Das ist eh gescheiter wahrscheinlich. Na, ich habe mir das schöne Depot mit ins Glas geschenkt. Dachte nicht, dass der bereits Depot hat. Na klar, das ist bald ein Jahr alt. Na ja, was denn? Achtung, sehr dünnes Eis, schau die Judy. Das ist schöner Weinstein. Wir diskutieren nicht über Töchter-Söhne, wir singen sie ohne Töchter. So, jetzt habe ich es gesagt. Zum Wohl. Der Nachtfoto ist gut, aber muss sehr einen Schluck traurig. nehmen. Felix Lucardioli. Naja, sehr trauriges Lied. Das ist natürlich melancholisch. Melancholisch, ja. Das ist ein melancholisches Lied. Schöner Weinstein. Ein Qualitätsmerkmal beim Wein, nicht wahr? Die blaue Tinte haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Ohne Kindert
da die fliehen und dann die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich voller da recht tief, so schreibe die heute am Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte ohne End und für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief. Ja, drum schreibe die dir heut am Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich wissert, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz tief, so schreibest du mir heut am Brief. So kommt dann dein Lied, so kommt dann dein Lied zu mir, so kommt dann dein Lied zu mir. Als blaue Tinten auf Papier, auf Papier. Bis ich dich spiel. Jawohl. Jawohl, jawohl. Ich hab schon lange nicht Muss ich gespielt. gleich einen Schluck nehmen? Ja. Bin ich dabei, da bin ich auch dabei. So, der Reim vom Austria, ja, das stimmt. Das ist so die moderne Variante der neuen Hymne, ja, stimmt. Das stimmt, ja. Das ist überall. Ich glaube nicht nur im Fußballstadion. Ich glaube, Reim vom Austria, da ist ihm schon was gelungen. Ja, muss man wirklich sagen, ja. Da ist ihm schon was gelungen. Schönes Lied. Aber für eine Hymne passt es halt. Eine Hymne muss halt mehr so ein. Darf halt keine Popnummer sein. Sag ich mal so. Aber grundsätzlich und von der Adaption, wenn man so will. Wir können ja sagen, die I Am From Austria ist die Hymne des Pöbels und Donauwalzer ich glaube, das ist heutzutage auch nicht mehr so gern. Der Donauwalzer ist natürlich ein Walzer, ein bisschen für Ja, Österreich schon ist jetzt ein Walzer. Eigentlich sein. gern ein Walzer, sagen wir es ehrlich. Ja. Da Weil hat sich der Walzer hat eigentlich für ganz Österreich eine Göttung, wenn man es so nimmt. eigentlich. ja, Das ist natürlich. Ja, aber es ist einfach vom Wiener Landler Walzer, kommend das ist und halt- dadurch passt das so schön. Ja, aber es ist halt, ich meine, Österreich, damit muss halt Österreich leben, auch das Land.
Ja, es gibt auch eine Großstadt, das ist Wien und die ist Welt. Also, da kann man schimpfen, finden, wie man will. Das muss aber so eine Großstadt. Gibt es weltweit nicht mehr. Kein zweites Mal, würde ich sagen. Und ja, und das ist nun mal so. So. Weil man hakeln, kommen sie ja alle daher. Ne? Ja, genau. Weil die 2 Millionen Wiener brauchst du nicht glauben, dass das Wiener sind. Und da rede ich nicht von Ausländern aus, sondern da rede ich von Kärntner, Steirern, Vorarlbergern, Tirolern und so weiter. Da muss ich ehrlich, ne? Ja, wie die Tiroler da sagen, ja, weil wir gezwungen sind, in Wien zu arbeiten, aber nicht freiwillig, nicht Ja, freiwillig. da ist ja das. gar nicht die Burschen. Exakt das. Verbal. Verbal natürlich nur. Nur als Freund, nicht? Aber da habe ich gesagt, dann schleich dich heim zum Brenner hin. In die Martinswand. Hau die runter. Was steht da? Da hat sich Klaus Scher aus dem Texthänger rausgewurschtelt, gell? Gekonnt. Ja, gekonnt, was? Gekonnt. Der allme Staff ist da, grüß dich gut. Den Wurschtel kann keiner da schlagen. Den kann Ja, ich den spielen. machen wir jetzt noch. Bevor wir schon langsam in die Zielgerade einbiegen. Wir kommen schon zum Schön Schluss. langsam. Ja, der Hannes Spieserle muss früh raus, der ist schon dahin. Hannes, Hannes, bitte gut, servus, danke. Schön, dass du dabei warst da. bevor ich dran muss, was war das mit dem Vogel am Baum? Das ist ja super von Patrick, sagt der Monchi. Die Monchi. Was machen wir zuerst? Machen wir das Vogel vorher und machen wir nachher ein Wurstel zum Abschluss. Mhm. Den können wir schieben und zum Abschluss stehen lassen. Stimmt. Sie eigentlich. Dann machen wir noch das Vogel und Wer dann. so Ja. urwienerisch ist eigentlich. Davor weise ich natürlich nochmal auf den Schmattes hin. Patrick, lächeln. Zahlen Sie, zahlen Sie. Macht uns einen Spaß, wenn wir Geld haben zum Verprassen. Danke euch vielmals für eure Unterstützung. Und merkt ihr Wie gesagt, ganz, wie Informationen. mein Großvater selig schon gesagt hat, immer Geld hat kein Marsch. Na gut. Ich sitz auf der Wiesn, ein Großräume Mehl. Die Bock sind zerrissen, ich find nichts dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nasen herum. Ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife mich nicht drum. An der Arbeit denk ich nicht einmal mehr dran. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Und kommt der schönste Erdl am Waldweg daher. Da spring ich für Freude, das brauch ich schon mehr. Zwei Engeln schon fest in die Meinen hinein. Wir sorgten sie mächtig einige sein, aber noch ein paar Busseln, sag ich geh schon heim. Ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. So, Papagino, lass es zwitschern. Und steht eines Tages der Winter vor mir, sagt der Kleine, die Erde zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sieh wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Noch bitte, jawohl. Wie will ich das damit machen? Jawohl. Yes, das ist scheiße. Gitarrist ist heute kein Gitarristentag, habe ich bemerkt dazwischen einmal. Weil Hast du das, kein Gitarristentag, ein bisschen eine schlechte Stockung, aber es war nicht nur, das habe ich heute schon ein
zweites Mal, also ein erstes Mal erlebt, nicht nur bei dir, zum zweiten Mal jetzt da. Einmal bereits beim Herbstfahrplatz. Ja, aber es ist Beim so... gleichen Stück nämlich, ja. Ja. Ja, aber korrekt gespielt. Korrekt gespielt, ja. Nein, es ist so, vielleicht ist es schon mit dem Aufgehen, ich spiele heute wieder auf der ich schon lange nicht gespielt habe. Auf der Ansa vom Neumüller. Und das ist halt wirklich ganz anders. Es ist auch alles ein bisschen näher, enger. Und also es ist wirklich, es ist unglaublich, wie sehr das dann oft ein bisschen durcheinander bringt. Durcheinander ist, ja. Nein, ja, das ist so, ja. Das ist ja so. Definitiv so, ja. Das ist es. So, meine Lieben, Es war uns ein Volksfest, wie man sagt, ne? Es war uns eine große Freude. was war denn vor... Achso, das haben wir... Ja. Bärig war es, wie die Tiroler sagen. Man Jawohl. Solange es die Finger nicht bricht. Jawohl, Ja. Entschuldigung. Ja. Jawohl. So, meine Lieben, war wieder Zimpf, die würden die Bayern sagen, sagt der Sportbildzeitung. Das ist schön. Wie aller Prohaska, gute Nacht. Ironacker. Ja, ich verabschiede mich auch mit dem, was ich im Glase habe. Und dann werden wir mit Wurstel, werden wir den Abend beschließen. Es war uns wieder eine große Sehr Freude, schön dass ihr dabei wart. Tatsächlich 15 Sendungen noch, bis zur 300. Das war die 300. Nächste Woche haben wir ja noch. Das ist dann der 19. Und, Ja. dann noch einmal. Nein, der 19. ist der letzte. Der Nein, 19., warte mal. ich glaube auch. Ja, weil du bist am 24. am 23. Also spielen. 18. ist der. 18. muss das dann sein. Weil am 23. haben wir noch unser Sommernachtskonzert dann beim Ausblick. Genau, und dann, also Und das am heißt, 24. hast du den Einrückungstermin, sozusagen, sehr zum Wohle. Das heißt, nächste Woche noch, zum letzten Mal im August, Woche drauf fällt aus. So, da ist du wieder. Ja. Und dann hoffentlich wieder drauf. Drauf, ja, Oder genau. ist es dann eh noch Drauf, August? Dann kann ich sehen. Ja, wenn es Diese nicht Woche ist. müssen wir ankündigen, Freitag natürlich bitte, weil ja Feiertag ist, der 15. ist. Und unser berühmter, seit Jahrzehnten beinahe kann man schon sagen, Frühschoppen beim Lettnerkorl am 15. August ist um 11.30 Uhr, fällt natürlich um 9 Uhr in der Früh unsere Morgensendung aus diese Woche. Ah ja. Ja, weil Feiertag ist und Frühschoppen. Ah, ist. ja. Beides Ja, gut, nämlich ja, sogar, im ja. Feiertag sowieso. Und Deswegen habe ich es jetzt gar nicht weiter Aber bedacht. gut, ich erwähne das Das noch stimmt, extra. das stimmt, ja. Ja. Und wer natürlich kommen will, gibt sicher noch Platz. Weil, Ruft's an, nämlich, beim Karl. es ist sicher voll, aber es wird irgendwo Platz noch geben. Das Einzige, was man jetzt schauen muss, bei der Musik dürfte es dann schon ziemlich voll sein. Wahrscheinlich, Im ja. näheren Bereich. Ja. Aber wir spielen mit der Anlage bis einem gesamten Gut. Garten zu hören. Also, ja, das hätte mich gefreut. Vielleicht kommt einer noch oder andere noch spontan dazu. Und dann ist ja oft so, dass man, wenn man jetzt eh nur ein oder zwei Leute kommen, dass man dann oft irgendwie zu. Irgendwo zu übersetzen kann. Ah, natürlich, ja klar. Das haben wir schon. Nun denn, Und dann, ja. meine Lieben, also eine schöne Woche wünschen wir euch. Macht's es gut. Macht es gut und wir verabschieden uns mit dem Wurstel. Wie ich glaube, hat mein Vater mich oft für ins Kasperltheater und mit großen Augen sah, Wurstels Lebensweg ich da. Wie seinem Weibel schmeichelt, wie sein Messer streichelt, dann da schlagt seine Frau. Und warum, das weiß ich nicht genau. Das sind bitterböse Geschichten, doch der Wurstel kann sich's richten, der mit Tod und Teufel rafft, bis ihm die Polizei verhaftet. Wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich. Und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir mein Vater, ich will dir fürs Leben einen Rat, den du verstehen wirst, bis du älter wirst gehen. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner erschlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder sagen. Und haut ihm der Teufel mit Hammer am Schädel. Die Wurstelgeschichte nix, und der Teufel ist der Wedel. Ja, sie wurstelt sich durch und wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener
a Menge Verdruck. Aber eins kann man nicht, den Wurstel der Schlung. Wieder ging ich in den Prater und suchte das Kasperltheater. Doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Als der Abendmond beschienen sank auf Trümmer und Ruinen und die Uhr schlug Mitternacht. Da ist der Bruder aufgewacht. Wieder hört man Lärm und Krochen durch die Grotten vor der Trochen. Riesenradl, Ringelspül und das Draht sich im Gewühl. Kalafate, majestätisch, kommt und grüßt ganz gravitätisch. Und es fängt zum Geistern an, wirklich in der Geisterbahn. Da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin. Ich bin ehrlich, so ehrlich, wie mein ewiges Wien. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, was im Bruderwurst hat. Und hat ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel, dem Wurstelgeschicht nix, und der Teufel ist der Wedel. Ja, er wurstelt sich durch, und er wurstelt sich raus, schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt raus. Er kann wie der Wiener a Menge Verdruck. Aber eins kann man nicht, den Wurstel der Schlung. So schaut's aus. Habt eine schöne Woche. Viert euch Gott, alles Liebe, Papa. Viert euch, Papa.